Ich freue mich sehr, Eva und ich, dass wir wieder mal in Embrach sein können. Nach dem bombastischen Einweihungsfest im letzten Herbst dürfen wir euch wieder mal sehen. Wir haben uns mega gefreut auf den Sonntag. Man kann es fast nicht glauben. Bis auf 2 Monate ist es 3 Jahre her, wo wir uns verabschiedet haben für euch. Wie die Zeit schnell vergeht. Was bleibt, ist Jesus, der uns ständig immer wieder neu einlädt, zu ihm zu kommen. Was bleibt, ist die Botschaft von Jesus, wo unsere Herzen immer wieder neu packen und erreichen. Was bleibt, ist unsere Gemeinsamkeit, Jesus zu sehen, auf Jesus zu schauen. Immer wieder zu schauen, wo befindet er sich im Alltag? Wo hat er etwas für mich parat? Und so möchten wir es auch heute Morgen haben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns dich ganz neu zeigst uns. Und dass das eine Relevanz erfährt für unser Leben. Für die kommende Woche. Für die nächste Zeit überhaupt. Amen. Schön, schaust du auch per Livestream rein. Lernst du mich vielleicht neu kennen. Vielleicht hast du mich noch nie gesehen. Dort in Embrach. Ich bin eben der Ex-Pastor, der etwa knapp 11 Jahre da in Embrach gewirkt hat. Und sich mitfreut über das, was Jesus da weiterhin am Ort tut. Ihr habt das Thema gehört oder gelesen, sehen es hier eingeblendet, Jesus taucht unter. Ist ein komischer Satz, aber im buchstäblichen wahren Sinn, Jesus taucht, ist wirklich untertaucht. Er hat übrigens auch schon als 12-Jähriger so einen Moment gehabt, wo man nicht mehr gefunden hat. Wo die Eltern, wo sie in Jerusalem waren, sind sie beim Zurückreisen, haben sie plötzlich gemerkt, unser Bub, der Jesus, ist gerne nicht mehr rum. Er ist abgetaucht. Und wo haben sie ihn vorgefunden? Wo haben sie ihn vorgefunden? Er ist in Jerusalem stecken geblieben, dort beim Tempel, wo er gesagt hat, dort wohnt mein himmlischer Vater. Und es war wirklich so, Gott hat im Tempel gewohnt, im Heiligtum. Und dort war er gern, in der Nähe von seinem Vater, also auch auf der Welt örtlich bezogen. Und natürlich hat er gern diskutiert mit den Schriftgelehrten, was die alles gewusst haben, aus der Tora und von der Bibel damals. So ist Jesus untertaucht. Und dort war er, wo er sich eigentlich daheim gefühlt hat. Willkommen daheim, haben das Thema anfangs von dem Jahr. Und Jesus hat auch so eine Sehnsucht, daheim zu sein. Ich möchte von dieser Seite mal den Aspekt noch hineinwerfen. Und wir möchten zusammen einen Text anschauen, wo Jesus untertaucht ist. Und zwar in verschiedenster Hinsicht. Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Und als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Der Vater im Himmel ruft, das ist mein Sohn. Hey, das ist mein Sohn. An ihm habe ich so mega Freude. Das ist der Ausruf, der Satz von stolzen Eltern. Wenn sie sagen, hey, schaut, das ist im Fall meine Tochter, das ist mein Sohn. Der euch nebst anderen guten Köchen, muss ich gerade bemerken, der im Alpha-Life-Kurs auch schon gut gekocht hat oder im Sola und so weiter. Das ist im Fall unser Sohn. Stolz von den Eltern. Stolz von den Eltern. Wir sind beschenkt, Eva und ich, mit unseren
3 Söhne, wenn ich beim Jüngsten anfangen will, oder wie er uns nach Strich und Faden verwöhnt hat, schon mit verschiedensten Menüs und weiss die Gänge und Exklusivs. Aber nicht nur das. Ich weiss, wie er auch Jesus lieb hat und mit Jesus den Weg geht und mit Jüngerschaftsschule dran ist und einsteigt und Stolz von den Eltern. Auch beim Mittleren haben wir so einige Sachen, wo wir ja mega stolz sind. Wie ist er eine Flasche in der Schule eine Zeit lang, oder? Ist das ein Gestürm mit diesen Hausaufgaben und oder? Einfach. Und jetzt eine Weiterbildung nach der anderen. Und er packt es und sagt, ich möchte. Zielstrebig. Nicht vorstellbar gewesen. Und auch wie er auch ein Herz hat für Verlorene, unseren ältesten Sohn. Wie er sein Herz von Jesus verändern lassen hat. Und gelernt hat im Leben immer wieder aufzustehen und eine Liebe ausstrahlen für Menschen in Not. Wie wir so eine schöne Beziehung miteinander dürfen haben, das ist ein Geschenk. Elternstolz. Schaut, das ist das, was wir uns alle wünschen und auch haben. Aber ich möchte in diesem Punkt noch eins sagen. Der Stolz, nicht stolz zu sein, aber eine gewisse Leistung, die unsere Kinder machen. Das kann dann gefährlich sein. Sondern grundsätzlich als Eltern unsere Freude zu haben. Du bist mein Kind. Ich kann mir das Leben ohne dich nicht vorstellen. Du hast mein Leben bereichert, auch herausgefordert natürlich. Du bist mein Sohn, mein Kind. Ich habe dich gern. Du hast es drauf. Du bist schön, du schaffst es, du packst es. Ich dich unterstützen. Du bist noch so kostbar. Ich bin so froh um dich. Ich bin stolz auf dich. Im Moment, wo es vielleicht anders aussieht. Wisst ihr, wenn ich mein Leben noch mal zurückdrehen, zurückspulen, dann gibt es gewisse Sachen, die wir noch ein bisschen besser machen, ein bisschen optimieren, oder unterlassen und so weiter. Ich hoffe, das hast du auch. Wir sind am Lernen. Wenn ich sicher eins, was ich mehr machen würde, meinen Kindern sagen, ich habe dich gern. Wisst ihr, nicht nur denken, sondern man muss auch aussprechen. So wie es Jesus, wie es der himmlische Vater uns auch wieder macht. Er spricht es immer wieder aus. Und er schreibt es schwarz auf weiß und wie oft. Und sagt, da, lass. Wir brauchen das immer wieder von euch. Wir als liebesbedürftige Menschen immer wieder zu hören. Ja, weil darum, meine lieben Eltern, sagen es euren Kindern. Und gerade auch im Moment, wo man vielleicht nicht so begeistert ist von Wegabschnitten, Entscheidungen. Du bist mein Kind. Du bist mir so kostbar und ich habe dich gern. Warum auch Makro? Ich stand zu dir. Der himmlische Vater ruft vom Himmel ab. Das ist mein Sohn. Die Leute haben es gehört, die Stimme vom Himmel war hörbar gewesen, dass da Stimme vom Himmel kommt und sagt, da wo der eine da sich untertauchen lassen hat, wo die Menschenmenge sieht, das ist mein lieber Sohn. Seht ihn! Ich habe meine Freude an ihm. Schaut, das war, wo Jesus das erste Mal auftreten ist. Jesu erster Auftritt, lesen wir da, Matthäus Kapitel 3. Johannes der Täufer hat predigt, es wird jetzt einer kommen, der Retter, der Erlöser, der Frohmacher, der Tröster. Jetzt wird er kommen, der Erlöser. Und ich bin ihm nicht einmal wert, ihm die Schuhe zu binden. Hebt Acht, wer da kommt. Und alle haben gewartet, wie zeigt er sich jetzt? Jetzt der erwachsene Jesus, oder jetzt ist er mündig, volljährig, schon Weile, aber jetzt ist er erwachsen, bewährt auch. Und jetzt kommt er, wie zeigt er sich? Der erste Auftritt ist ja noch schon maßgebend, oder? Was machst du für einen Fall? Wie zeigst du dich? Und wir befinden uns in der jüdischen Wüste
dort am Jordan. Und der unerbittliche Bußprediger, der Johannes, zieht Scharen von Menschen an. Was sind das für Menschen, die er anzieht? Das sind Leute, die tief betroffen sind, die gemerkt haben, Gott hat mich durchschaut. Menschen, die gemerkt haben, ich habe es voll verbockt. Wenn ich mein Leben nur zurückspulen könnte und nochmal neu anfangen könnte. Ich kann vor dem Richterstuhl Gottes, wie es so schön heisst, die Bibel, ich kann dort nimmer mehr bestehen. Es ist eine geknickte, eine besorgte Menschenmenge, die am Jordan steht. Menschen, die ihren tiefen Abgrund von ihrer eigenen Seele erkannt haben. Menschen, die gedacht haben, der Gott im Himmel, der kann nicht über mich sagen, ich freue mich ab dir. Es sind solche Menschen, die kommen und in der Reihe stehen und warten, bis sie beim Johannes im kalten Jordan untertaucht werden. Und dort steht Jesus als einer von ihnen in dieser Reihe. Und mein Wunsch ist, dass dir die Szene unvergesslich bleibt. Was uns da beschrieben wird, wie Jesus als einer von anderen in dieser Reihe steht, in dem Bußgang, als reumütiger Sünder und zum Jordan schreitet mit der Bitte, Johannes, lass mich taufen, um meine Schuld und Sünde abzuwaschen, um nochmal neu anzufangen. Vor Jesus steht einer, der gerade die Ehe gebrochen hat. Links neben ihm zwei, die sich endlos zerstritten haben. Schräg vis-à-vis jemand, der nach Strich und Faden andere betrogen hat. Hinter ihm eine Frau, die das Betten aufgegeben hat, die völlig resigniert hat. Menschen um ihn herum mit Schuld und Lasten. Mit drin Jesus. Und mir, wer kennt die Geschichte nicht, dass Jesus sich taufen lassen hat? Gell, es ist manchmal so, wir kennen es. Ja, schon in der Sonntagsschule gehört, oder? Nichts Neues. Ich weiss, wie es ausgeht. Ich habe das als Kind gerade schon aufsagen. Ich kenne es ja. Wir fromm Verwöhnten, manchmal, ich möchte es provozierend sagen, biblisch Überfressene, wo wir alles wissen, ja, im Kopf schon x Predigten reingezogen haben. Inklusive mir, was es sogar noch gehalten hat. Wir kennen die Geschichten und denken, ja, genau, so ist es. Ja, bekannt ist ja der Job von Jesus. Ja, fast schon ein bisschen langweilig. Ich glaube, die Haltung von uns wird sich ändern, wenn wir realisieren, was da abgeht. Schau, der Johannes, er reagiert richtig. Er sagt, ich habe dich schon gesehen, dort hineinkommen. Und habe immer gedacht, Jesus, was suchst du da? Weißt du, da verloren? Du bist im falschen Film oder ich bin im falschen Film. Hallo? Nein, sicher nicht du. Das passt nicht zusammen. Weißt du, wie ich von dir schon dich angekündigt habe und von dir geredet habe und jetzt kommst du da so unkenntlich als ein reumütiger Sünder. Nein, Jesus, nein, stopp. So, wir müssen anders anfangen. Ich mache da nicht mit. Das heisst, er weigerte sich. Das heisst, er hat alles dran gesetzt, um Jesus vor dem Vorhaben zu hindern und abzuwehren. Jesus, vergiss es nicht mit mir. Ich mache da nicht mit. Das kann ich nicht. Jesus, was würde dein Vater im Himmel jetzt denken? Wie du dich da gibst und präsentierst. Sagt der Vater im Himmel nicht, was machst du uns für Schande da? Verschwinde da aus von dem Haufen.
Jesus hat etwa diesmal das erlebt, dass er ganz allein war in seinem Vorhaben, seinem Weg, Freund der Sünder zu sein. Den Weg zu gehen von der Not, vom Leid. Einer von seinen engsten Mitarbeiter, Freund, Jünger, im Jüngerkreis, der Petrus, hat auch mal so einen Moment gehabt, wo er gesagt hat: Jesus, was hast du da vor? Mit Leiden und auf Jerusalem gehen und sterben? Das soll dir nicht passieren. Ist jetzt alles dran, nicht du. Oder auch der Judas Ischariot war einer, ganz bestimmt. Was hat Jesus, mein Meister, vor? So komisches Zeug. Da muss ich mir auch etwas anderes überlegen. Das ist eine Interpretation. Kann gut sein, dass der Judas Ischariot sich gesagt hat, ich provoziere Jesus, damit er dann wirklich zeigt, wer er ist, wenn er dann gefangen genommen werden soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er aus seinem engsten Kreis Menschen gehabt, die ihn gehindert, gewehrt haben von seinem Vorhaben, von seinem Weg, den der Vater für ihn parat hatte. Und jetzt geht Jesus den Weg. Und Jesus sagt dem Johannes noch: Weisst, wir müssen alles so machen, wie es Gott vorgesehen hat. Und dann sagt doch der Johannes in dem Zusammenhang, nicht in dem Textstil hinein, wo er dann ruft: Seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Der Johannes ist es dann schon klar geworden, aber der Pastor Johannes hat sehr Probleme gehabt, oder war ihm ganz anders gewesen, als er Jesus untertaucht hat. Er, der gefunden hat, ich brauche deine Taufe, nicht du meine. Ich bin der, wo man sich taufen lassen muss, aber noch nicht du. Aber er gibt den Widerstand auf. Und schau, das ist die zweite eigentlich richtige Möglichkeit. Das sind beide Reaktionen, müssen wie auch in deinem Leben stattfinden. Zum einen, ich mache nicht mit. Hey, Jesus, ich und Jesus, wir passen nicht zusammen. Jesus ist vollkommen und hat es nicht verdient. Und ich bin so weit weg. Wie habe ich ihm ins Gesicht geschlagen? Wie habe ich ihn mit ans Kreuz genagelt mit meiner Grässlichkeit, mit meinem Abgrund, mit all dem, was ich gar noch nicht gecheckt habe, weil ich in Sünde geboren bin. Und dann aber dann die Reaktion, die auch der Johannes dann gemacht hat, er hat den Widerstand aufgegeben. Er hat das gemacht, was Jesus hätte wollen. Er hat aufgegeben. All sein übertreiten sind für uns alles korrekte theologische Urteile. Der eigene gute Wille, es irgendwie selber doch noch zu packen und zu machen. Der Rest an eigener Leistung, der Rest an eigener Hoffnung für eigenes, heiliges, gutes Leben aufgeben, einwilligen, loslassen. Und das Jesus machen lassen, was nur er tun für mich. Kapitulieren und sagen: Ja, Jesus, ich brauche dich voll und ganz. Du gehst den Weg. Ich wehre mich eigentlich, weil es im Grunde genommen nicht passt. Aber du für mich. Jesus ist für dich angestanden, um sich taufen zu lassen, mit deiner Schuld und deiner Last. Er ist den Weg gegangen. Meine Lieben, ich kann wegen meiner Schuld nicht mehr verurteilt und verdammt werden. Ich kann nicht mehr. Es sei denn, ich wäre Jesus. Er, der es auf sich genommen hat. Wir können nur zwei Sachen machen. Jesus wehren oder Jesus tun lassen, was nur er tun kann. Und Jesus wird getauft vom Johannes. Und dann kommt die Stimme vom Himmel. Jesus ist noch ganz triefend, nass. Das Wasser läuft aus den Haaren raus. Da kommt die Stimme vom Himmel. Das ist er. Das ist mein Sohn. Der Himmel applaudiert. Wie wenn Jesus jetzt irgendwie Wahnsinnsleistung oder irgendwie der King wäre mit einer, oder
kennt das bei uns Menschen, wenn wir gute Leistung gemacht haben oder irgendwie die Ski-WM gewonnen haben und Goldmedaille tragen und von den Menschen Applaus bekommen. Nein, Gott applaudiert bei Jesus, er, wo den niedrigsten Weg geht. Er kommt von der höchsten Stelle Applaus über. Das gefällt dem Vater im Himmel, was sein Sohn jetzt macht. Der Vater im Himmel sagt sich, mein Sohn Jesus, er in Menschengestalt, er hat es gecheckt, er hat es kapiert. Er hat den richtigen Weg eingeschlagen. Er ist untertaucht, unter die Sünder. Er ist dort untertaucht, unter den Menschen, die mich so dringend brauchen. Und so ist er auch im Wasser untertaucht. Der Tauchgang auf Erde. Warum? Weil der Johannes recht hat. Die Taufe hat Jesus nicht nötig gehabt. Er hat es nötig gehabt. Wir alle hätten es nötig gehabt. Drei Schlussfolgerungen möchte ich mitgeben. Lass dein Herz immer wieder neu erwärmen. Jetzt unabhängig von dieser Geschichte, aber die Geschichte kann dir eine Hilfe sein. Ist mir noch ein Trost, dass da schon ganz viele Glaubensmänner gegeben haben, die auch abgekühlt sind im Glauben. Der Martin Luther zum Beispiel hat immer wieder schwer gehabt zu beten. Keine Lust gehabt. Und dann hat er mal gesagt, bevor ich beten kann, muss ich erst mein Herz erwärmen. Ja, kennst du das auch? Und er hat es gemacht, indem er Jesus am Kreuz angeschaut hat. Im Mittelalter hat man noch mehr auch die Bilder gehabt, die bis jetzt teils erhalten sind. Er hat gesehen, Jesus angeschaut, wie er den Leidensweg geht. Und hat so sich berühren lassen. Vielleicht ist die Geschichte Jesu untertauchen unter die Sünder als eine von ihnen. In dem Moment wird er einer von ihnen. Er läuft an deiner Stelle, völlig verkannt. Er geht den Weg. Er steht unter den Sündern, mitten unter den Versager, in tiefster Demut, um sich das zuzurechnen lassen, was überhaupt nicht seine Schuld ist. Denk mal ans Kreuz, wo er dann stirbt. Bereit, das auszuteilen, was niemals unser Verdienst kann sein. Und dann die Stimme vom Himmel. Das ist mein Sohn, mein Junge, mein Sohn, ja, seine Freude. So ist unser Herr, darum folgen wir ihm. Darum lieben wir Jesus. Darum loben wir ihm. Darum wollen wir ihm gehören für immer und ewig. Und das ist das Zweite, wo irgendwie auch unbedingt noch mal gesagt werden, wenn es um Taufe geht. Denk an deine eigene Taufe. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Dann gang den Schritt. Ich weiss nicht, wie wir es machen hier über den Wildbach. Hat gerade viel Wasser, aber es ist ein bisschen kalt. Die Sonne hat noch mehr, dort ist es fast gefährlich jetzt. Ja. Aber die nächste Taufe kommt. Denke an deine eigene Taufe. Auch du darfst als Taufte die Stimme vom Vater im Himmel hören. Das ist meine geliebte Tochter. Schaut alle an. Meine Tochter. Meine grosse Freude. Mein geliebtes Kind. Mein Sohn. Von Herzen habe ich dich lieb. Du bist genug. Du bist genug. Ohne Wenn und Aber. Niemals wird es heißen, meine Liebe zu dir ist leider erloschen. Niemals. Niemals. Und im Abendmahl haben wir auch so einen Moment, wo wir das auch feiern, oder? Das ist auch etwas, was wir greifbar machen können. Gottes Zuspruch. Drittens, noch ein Gedanke. Eigentlich müssen wir diesen Satz immer reinnehmen, wenn wir es um Jesus haben. Mach es wie Jesus. Das heisst, das ist eigentlich die vier Worte, die Jüngerschaft beinhaltet.
Einfach machen wie Jesus. Der Jünger hat auf seinen Rabbi gehört und hat ihm nachgemacht, hat das übernommen. Der Rabbi war sein Vorbild und hat ihm nachgeeifert. Jünger heisst, machen wie Jesus. Lernen, machen wie Jesus. Wie Jesus reagiert hat, wie Jesus geredet hat, wie Jesus gelebt hat. Als Gemeinde sind wir gesendet an unseren Ort. Ins Embracher Tal als Gemeinde. An deinen Ort, wo du selber wohnst. Dort mach's wie Jesus. Das heisst jetzt in dieser Geschichte, tauch du unter. Nicht, dass du verschwindest, dass dich niemand sieht, aber tauch unter die Sünder. Nicht mit dem Lebensstil mach einen Unterschied aus, aber schließ dich denen an. Tauch zu denen zu, die erkannt haben, die eingesehen. Mein Leben ist nicht gut. Schließ dich zu den Menschen auf, zu denen, die sich sehnen nach neuer Hoffnung, nach neuer Orientierung. Gesell dich zu denen, die fragen, was ist der Sinn vom Leben? Mit diesen Menschen hab Gemeinschaft, die ihr Glück nie gefunden haben, ihre grosse Liebe nie gefunden haben, die zerbrochen sind. Schliess auf, reih dich zu diesen Menschen ein. Vielleicht wirst du verkannt in dem Moment. Aber der Vater im Himmel sagt, das ist mein Bub, das ist meine Tochter, das sind meine Kinder. An ihnen habe ich mich Freude. Sie tauchen in die Welt hinein, wo das Evangelium die Hoffnung braucht. Wisst ihr, Jesus war gern dort, wo eine Bußbewegung sich ausgelöst hat. Jesus war dort daheim, wo Menschen ihre Not realisiert haben. Und noch eins, mach es wie Jesus. Nimm es in Kauf, in einem falschen Licht zu stehen. Vielleicht vor Christen, gerade besonders in der Gemeinde. Jesus ist verkannt worden. Ihn hat man als einen bußfertigen Sünder gesehen. Der ist einfach einer von diesen vielen, ist da gestanden und gefunden, ja, der ist auch einer, der hat den verbrochen, hat den gemacht und so weiter. Die einen den Jesus kennt, die gemerkt, Moment mal, ist doch auch nicht alles gut mit dem. He? Hat er doch auch eine geheime Schuld und jetzt doch auch noch zum Johannes 3. Jesus nimmt das in Kauf. Er nimmt das in Kauf, als schlecht dort stehen. Und wisst ihr, wie wir, weisst es auch, gell? Wie uns regt, wenn wir könnten schlechter angeschaut werden, als wir sind. Wenn wir besser ankommen, als wir uns fühlen, da winken wir gerne durch. Aber ja, nicht schlechter. Und wie reagieren wir denn? Wenn wir nicht richtig verstanden werden, wie reagiert sie uns, dass wir dann sagen, aber wir müssen uns erklären und weiss, war im Fall nicht so schlimm und ich habe meinen Grund dazu und. Jesus geht den Weg, dass er das Verleumderische einfach aushält, auf sich nimmt und nicht ausschlägt. Sondern weil er seine Freunde, seine zukünftigen Freunde sieht und den Weg geht. Und nicht versucht, es allen recht zu machen, auch nicht dem Johannes. Das ist ein enorm herausfordernder Gedanke, wo du vielleicht in der Kleingruppe, per Zoom oder wie auch immer, oder Zusammenköpfen zusammenstecken, auch mal diese Frage bewegt. Es fängt im engsten Kreis an, in der Familie, in der Ehe. Nicht ausschlagen, nicht zu reagieren, sondern vielleicht auch einzugestehen und zu sagen, weisst, steht noch schlimmer. Wenn Jesus die ganze Geschichte noch sieht und in seiner Heiligkeit anschaut. Aber ich bin begnadet, ich bin sein Kind. Und ich stand aufrecht in dieser Gesellschaft inne, oder am Arbeitsplatz oder im Studium, am Schulplatz oder wo immer, wo ich verkannt wird in vielen Sachen. Aber die Stimme vom himmlischen Vater habe ich. Und die genügt mir. Und ich bin bereit, auch Lasten von anderen zu tragen. Mich zu solidarisieren mit Menschen, die es schwierig haben. Ich möchte den Riss retten. Und der himmlische Vater ruft darüber aus, das sind meine Jungs, meine Mädels. Mein Volk, das in dieser Welt den Liebesauftrag wahrnimmt.
Und so möchte Gott dich senden an deinen Platz, wo du bist, mit der Perspektive, die Jesus hatte, zu seinem himmlischen Vater und zu seinen allergeliebten Menschen. Dass Hoffnung verbreitet wird und wir dürfen den Wahrsinn von Jesu Nachfolger mehr verstehen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für die Szene, das Ereignis am Jordan. Du hättest es nicht nötig gehabt, Jesus dort aufzutauchen. Du hättest in Jerusalem oben bleiben, bis die Leute zurückgekommen sind, irgendwie mit einer neuen Ausrichtung und dann schauen, ob es bei denen auch verhebt. Aber du hast dich von Anfang an zu ihnen gestellt. Zu Menschen, die sich in vielen Punkten immer noch nicht klar sind, wie es um ihr Leben steht. Es ist doch nicht so, wenn man sich gräuig wird wegen etwas oder einem leid tut oder wenn man schuldet im Leben, dass das alles ist. Wir decken immer einen Teil. Und Jesus, du haltest es aus mit so Menschen, die etwas erkannt haben, nur bruchstückhaft erkannt haben, einen Weg zu gehen. Und ich danke dir, dass du von Anfang an von unserem Glaubensweg mit dabei bist und mit uns den Weg gehst. In der Schulderkenntnis, im Bitten um Vergebung, im Empfangen von der Gnade, im Leben mit dir. Und du weißt, wer von uns, du weißt, wo wir alle stehen. Und wir möchten uns gerne dieser aufrichtigen Bußbewegung anschliessen, weil dort lebst du. Dort ist dein Zuhause. Um uns ins Licht zu stellen und zu unserer Schuld dürfen stehen und nochmal neu dürfen anfangen. Weil du für uns gestorben und verstanden bist. Danke, Jesus. Wir haben dich gern und möchten von dir noch mehr entdecken. Komm dann mit uns in diese Zeit hinein, wo wir so dürfen viele Überraschungen erleben mit dir. Amen.